다 군슈 다 송주님은 담을 차리어라. 가상 담을 채비는 다 드리기 Heute 군슈. ist der letzte Tag der 5. Tag, aber auch der letzte Tag. Eigentlich hatten wir 6 Tage unseres Winterdammers geplant, aber ich hatte einen abzusagen und heute ist deshalb der 5., aber zugleich auch der letzte Tag unseres Winterdammers. Wir hatten also dieses Jahr nur sehr wenig Zeit, um uns damit zu beschäftigen. Vielleicht gibt es eine Gelegenheit im Herbst, wo wir eventuell dann etwas Zeit haben, über die 30 Verse zu sprechen. Und zuallererst möchte ich damit beginnen, meine Grüße auszurichten an Okaramete und Kampalotoramete und all die von der Shitra, die von der Fakultät und all die Schüler dort. Und all jene, die ordiniert oder nicht ordiniert über das Internet zuhören, alle meine Dharma-Freunde, meine Grüße. Heute werden wir tatsächlich beginnen mit der Einführung innerhalb der Erklärung des, was die Abhandlung über nur Bewusstsein zeigend hier vorstellt. Und das ist die Erklärung, diese Erklärung ist von Guiji verfasst und wir werden zuerst beginnen mit dieser Einführung. Und ich habe tatsächlich den chinesischen Grundtext hier und ich werde ihn hier zeigen. Und ich habe ihn ein bisschen versucht, in Tibetisch zu übersetzen. Als ich angefangen habe, das Tibetisch zu übersetzen, ich hatte erst das Gefühl, dass ich das nicht werde durchführen können, dass ich nicht genug Zeit habe. Und deshalb lieber eine kurze mündliche Darstellung der Bedeutung zu geben, weil ich nicht tatsächlich eine echte Übersetzung in der Lage war herzustellen. Also kurzum, ich möchte voranschicken, dass ich keine feste Übersetzung ins Tibetische angefertigt habe. Bevor wir über diese Einführung zu der Erklärung des Textes, der nur Bewusstsein zeigt, sprechen, ist das da müssen wir uns klar machen darüber, dass dieser Text ja ein Hinweis auf den Text, der eigentlich die Abhandlung über die zeigt, dass nur Bewusstsein ist und die zurückgeht auf den Meister Guin Chang. Und das ist eigentlich eine Abhandlung, die zeigt, dass sie zeigt, wie nur Bewusstsein ist und wenn man kann es entweder übersetzen, man kann es als verschieden übersetzen, ob wir sagen, es ist die Abhandlung, die zeigt, dass alles nur Bewusstheit ist oder alles Gewahrsein ist oder alles nur Wahrnehmung ist. Das hängt jetzt davon ab, welches Wort wir dafür benutzen in unserer Sprache, aber letztlich ist es ein Text. Und das, was jetzt hier genannt ist, die Erklärung zu der Abhandlung, ist dann wieder ein Kommentar zu dieser Abhandlung, die nur Bewusstheit zeigt, die wiederum selber ist diese Abhandlung, die nur Bewusstsein zeigt, ein Kommentar zu den 30 Versen von Vasubandhu. Also ist dieser Text, den wir hier besprechen wollen, selber ein Kommentar. Man könnte es also ein Unterkommentar nennen, also ein Kommentar zu einem Kommentar. Und also der Kommentar von Lehrmeister Guiji, der wiederum heißt, die Erklärung zu der Abhandlung, die nur Bewusstheit zeigt, sind nichts anderes als seine Notizen, die er zusammengetragen, als er selber von seinem Lehrmeister Guin Shang diese Unterweisung empfing. Also Guin Shang ist der Urheber dessen, was eigentliche Text ist, der hier
hier kommentiert ist von Koichi. Und er hat diese Notizen verfertigt während seines Zuhörens. Und aus dem Grunde, weil er das Gefühl hatte, dass wenn er diese Notizen nicht verfertigte während der Unterweisung, dass er die große Gefahr bestünde, dass er die Bedeutung der Worte vergessen würde. Wir könnten deshalb sagen, dass diese Erklärung zu der Abhandlung, die nur Bewusstsein zeigt, nichts anderes sind als die Notizen während der Lehrunterweisung. Das heißt aber auch, dass das, was immer, wenn sagen hier dort eine Unterweisung gab, von Koichi einfach niedergeschrieben und festgehalten und nicht von ihm selber neu verfasst ist. Es ist also eine Zusammenstellung seiner Notizen und nicht ein neuer Text, den Koichi selber verfasst hatte. Der japanische Lehrmeister Senshu hat dazu angemerkt, der hat nur einen Kommentar geschrieben zu nur der Einführung von Koichi und dazu bemerkt, dass darin 7 Punkte enthalten sind. Er hat also diese Einführung in 7 Abschnitte gegliedert. Also 7 Punkte in der Auffassung des japanischen Meisters Senshu. Um diese zu erwähnen, der erste Teil, der hier von den 7 ist zu zeigen, zu beschreiben, dass das, was der Buddha selber als die Natur aufzeigt, tiefgründig und schwer zu verstehen ist. Das ist der erste Teil. Der zweite Anteil in dieser Einführung ist, den Grund dafür zu nennen, warum Vasubandhu diese 30 Verse verfasst hat, um die Bedeutung von nur Bewusstheitsein zu zeigen, wie es in den Schriften auftaucht. Der dritte Abschnitt in der Einführung ist dann wiederum, dass wie andere, nämlich Dharmapala und andere Bodhisattvas und Panditas, Kommentare verfasst haben, um die Bedeutung dieser 30 Verse weiter zu erläutern. Und viertens ist es ein Abschnitt, der zeigt, dass die anderen Übersetzungsversuche, das Chinesische, das in Vor-Xuanzang Fehler und Irrtümer aufweisen, dass die einzige gültige, korrekte Übersetzung die von Xuanzang ist. Und der 5. zeigt, das war der 5. Abschnitt, der zeigt, dass nur diese Übersetzung korrekt ist. Der 6. ist, dass die Bedeutung des Titels, das heißt Abhandlung über die nur Bewusstheit zeigt. Und dann der 7. Abschnitt ist hier ein Ausdruck seiner eigenen Bescheidenheit, nämlich Koijis, des Autors der Einführung, Bescheidenheit. Es sind also 7 Hauptabschnitte, 7 Punkte, die zu besprechen sind. Und ich werde deshalb hier auf diese versuchen einzugehen heute. Sprechen wir also über den ersten Anteil in dieser Einführung. Und wenn wir mehr Zeit haben, dann können wir über diesen Gegenstandsbereich im Herbst noch weitersprechen. Also lasst uns über den ersten Abschnitt in dieser Einführung Koichis in seiner Erklärung zur Abhandlung, das die nur Bewusstheiten zeigt, sprechen.
Also der erste Teil in dieser Einführung, hier im Chinesischen gezeigt, was dieser Abschnitt zeigt, ist, wie ich bereits vorher erwähnt habe, dass das, was Buddha als Grundnatur hat aufzeigen können und erkannt hat, außerordentlich schwierig zu verstehen, sehr tiefgründig ist. Ich werde versuchen, das Chinesische erst zu lesen. Das ist nicht sehr einfach, weil es ein alter Text ist. Müssen wir einen tiefen Luft holen vorher. Huang hu非有非空，悉全遍于言体之外，不生不灭，觉名相于常寂之今。智觉迥照其宗，将胜独真其载。无眼之眼封今，涛岁财而月玄。非有之有波腾，占悠张而海峻。匪主具体灵智，眼则勾深，则空性了义，几乎悉矣。Da den ist es, den da dort. So ist es hier aufgeführt. Um es kurz zusammenzufassen, in Alltagssprache, dann ist hier das, was hier an Natur aufgezeigt wird durch den Buddha, wenn man tiefgründig und schwierig zu verstehen ist, und wenn man die Worte im Einzelnen erläutert, dann werde ich das in kleinere Bissen hier zerteilen. Der erste kleine Teil hier was heißt es darin? Was soll darin gezeigt werden? Über was spricht dieser Text hier? Um es in normaler Sprache zu sagen, dann da ist ein Wort drin, das heißt Zhouyi. Das ist der sogenannte das Buch der Wandlung genannt oder I Ching, manchmal geschrieben, was während der Zhou-Dynastie vermutlich verfasst wurde. Was dieser Text enthält, ist schreibt über das Wort Dao, ein Wort, das sehr viele verschiedene Bedeutungen hat. So wie wenn man das Wort Dharma nimmt und was alleine, oder das tibetische Wort Chö, das Dharma übersetzt, und das kann viele Bedeutungen haben. So heißt das Wort Dao auch ganz viele verschiedene Bedeutungen. Manchmal heißt es sowas wie Natur oder tiefgründiges Grundeigenschaft. So, I Ching ist über dieses. Und um seine Bedeutung verstehen zu wollen, braucht man es bei Qi, die sogenannten 10 Flügel, verfasst durch den Meister Konfuzius, um überhaupt dieses Buch der Wandlung verstehen zu können. Gewöhnliche Menschen wären nicht in der Lage, die Bedeutung dieses Buchs der Wandlung alleine von sich aus verstehen zu können.
Und warum ist es so genannt, dass die sogenannten 6 Abteilungen, die das spricht im Prinzip über die Hexagramme, die in diesem Buch der Wandlung auftauchen. Und nach dem großen Meister Tang Lingdai, aus der Tang-Dynastie, heißt es, dass es selbst 6 verschiedene Arten von solchen Zeichen gibt, Shenguan, und eine andere Gruppe von 6, also 6 verschiedene Abteilungen, die kann ich jetzt nicht in einer kurzen Zeit sehr einfach erzählen könnte. Also die 6 Anteile heißt es jedenfalls. Das Grundprinzip dabei ist, dass die Bedeutung ist sehr, sehr tiefgründig, und weil es so tiefgründig ist, heißt es Qingwei. Qingwei ist hier benutzt, um darauf hinzuweisen, dass es so tiefgründig und schwer zu verstehen ist. Und was Lao Xizang sagt hier, er sagt beim Prinzip, dass die Weisen das großartig verstehen, die Beziehung zwischen dem Anfang und dem Ende von etwas, und dass das tatsächlich in diesen 6 Linien, in den Hexagrammen eingefasst ist, und dass sie alle in einer sechsgliedrigen Abfolge geschehen zwischen Beginn von etwas und dem Ende von etwas, und je nach seinem Stadium. Deswegen heißt es die 6 Stadien, oder deswegen heißt die Bedeutung von 6 Stadien, wo das Wort I Ching gar nicht drin vorkommt, aber die Bedeutung darin erklärt ist. Also diese Bedeutung der 6 Stadien gilt es hier zu verstehen, um das Buch der Wandlung begreifen zu können. Das ist gewissermaßen ein Weissagungsbuch, das oft eine Tradition von über Tausende von Jahren zurückgeht. Die Bedeutung ist so tiefgründig. Das Wort Zi bedeutet, um das verstehen zu können, das ist und Konfuzius selber ist sehr bekannt in der chinesischen Geschichte. Ich habe jetzt keine Zeit darüber zu sprechen, aber vielleicht später. Jedenfalls Konfuzius dieses 10 Flügel genannte Text verfasst, der die Bedeutung dieses Buch der Wandlung darlegt. Manchmal ist es auch gekallt Yijuan, also diese 10 Flügel, ein Alternativname. Manchmal ist es auch Zi, oder ich heiße hier die Yijuan. Und die alten chinesischen Texte heißen manchmal auch Jing, was als wäre ein Kommentar zu dem Jing. Und Kommentar oder Chuan. Man könnte sagen, das I Ching, das heißt, das Jing, alle Bedeutungen enthält, die in dem I Chuan enthalten sind. Also in der alten Zeit hat dieses I Ching auch noch I Chuan enthalten. Diese 10 Flügel. Viele verschiedene Kommentare dazu, die
Das zum Beispiel darin die Kommentar, der die Art der Beurteilung erklärt, dann die Bilder erklärt und dann die angehängten Erklärungstexte und dann gibt es solche, die die Trigramme erklären und dann die Hexagramme und die verschiedene Anordnung davon und Kommentare zu den Worten. Also man kann das in 3 verschiedene Abschnitte unterteilen und die wieder in 2 Teile und dann insgesamt jedenfalls so 12 verschiedene Kapitel und die dieses umfassen, was dann als die 10 Flügel bekannter Text ist. Shangzi darin heißt, gibt es eine Abteilung, die Shangzi heißt eine der früheren der Kapitel darin. Das erklärt, warum es Shangyi heißt. Das der früheren Kapitel, das Yi, enthält all die anderen. Deswegen ist es als die 10 Flügel bekannt. Eine andere Bedeutung ist, dass Yi allgemeine Bedeutung ist. Der allgemeine Name. So wie. Und Xiang ist dann eine bestimmte Abteilung darin, und Yi das allgemeine Wort. In jedem Fall aber heißt Xiang Yi hier etwas, dass dieser Text durch Konfuzius verfasst ist. Wir wissen nicht genau, aber es ist bekannt, als dass es von Konfuzius verfasst sei. Und das Xiang Yi bedeutet so viel wie des Konfuzius' Kommentar zu diesem Buch der Wandlung. Und wie gesagt, der Hauptpunkt dabei ist, dass es sehr schwierig zu verstehen ist. Im alten China gab es also dieses sehr, sehr bekannte, berühmte Buch der Wandlung, ein Buch der Weissagung und alles chinesische Astrologie geht letztlich zurück auf dieses Buch der Wandlung. Das ist also einer der wichtigsten Texte in dieser Tradition. Es war in alten Zeiten nicht übersetzt, vielleicht jetzt, aber wenn man diesen Text selber liest, dann ist es sehr, sehr schwierig zu verstehen. In jedem Fall ist diese Astrologie außerordentlich schwierig zu verstehen wegen ihrer tiefgründigen Natur und so, dass normale Leute es schwierig hätten oder es unmöglich wäre, diese Bedeutung direkt zu erfassen. Aus diesem Grund ist der Konfuzius sozusagen der König der Lehrmeister oder der Erklärenden, der dann diesen Text verfasst hat, damit gewöhnliche Menschen auch in der Lage sind, dieses Buch der Wandlung zu verstehen. Deshalb hat er diesen Kommentar, die sogenannten 10 Flügel, verfassen können. Das war also die erste Zeile. Die zweite Zeile heißt hier, es spricht über Lao Tse, auch ein weiterer alter chinesischer Meister zur Zeit von Konfuzius, mit dem Namen Lao Tse. Vielleicht ist er so etwas wie ein Mahasiddha, jemand, der von tiefer Einsicht war. Er hat einen Text verfasst, der heißt Dao De Ching. Dao De Ching, ein sehr bekannter Text, der viele Sprachen übersetzt ist. Im Tibetischen gibt es mehrere Übersetzungen. Das Dao De Ching ist ein sehr, sehr bekannter Text, der in China sehr, sehr bekannt ist.
vielleicht der berühmteste Text in der chinesischen Philosophie, in der alten chinesischen Philosophie. Das sind 2 Abschnitte darin. Deswegen heißt es die 2 Kapitel. So dieses Werk von Lao Tse, Tao Te Ching, heißt 2 Kapitel und ist außerordentlich schwierig zu verstehen. Um es verstehen zu können, brauchen wir die Erklärungssätze von Zhongzi, Luizi, Longzi, Zhongzi und Leizi und viele andere Gelehrten braucht man als Hilfe, um dies zu verstehen. Sie haben Kommentare dazu verschrieben, um die versteckte Bedeutung dieser 2 Kapitel Text von Lao Tse zu verstehen. Sie haben also Kommentare verfasst. Zhongzi war ein sehr berühmter Gelehrter, einer der größten chinesischen Gelehrten. Ist niemand, der die Lehre des Buddha verkörpert, aber ganz allgemein in der chinesischen Geschichte ein großer Gelehrter. Sehr wichtige Rolle spielt in der chinesischen Tradition. Es ist also dieser Text von Lao Tse, Tao Te Ching, die 2 Kapitel. Diese 2 Kapitel heißt hier Tao Te Ching. Und wenn man die Bedeutung davon, was das Tao darin bedeutet, hat viele, viele Bedeutungen und Verzweigungen in seiner Bedeutung. Aber die Art und Weise, wie Linghai es erklärt, das sind viele verschiedene Kommentare, die diese Einführung erklären. Das ist eine, die von Linghai verfasst ist. Also nach Linghais Kommentar heißt in dieser zusammen heißt Dao Übung oder Anwendung. Und die heißt dann, das umzusetzen, also die Bedeutung umzusetzen. Und nach Jiangsu heißt Dao die Wurzel und das De meint die Zweige. Also man sieht, Dao hat sehr viel verschiedene Bedeutung. Jetzt kommt dieses Wort rein, Shenmiao. Also viel bedeutet wie tiefgründig. Und dann heißt es weiter, also der erste Teil in Lao Tses Text, der bedeutet so viel wie der Name dessen, von was nicht benannt werden kann, ist nicht andauernd und ist nicht unwandelbar. Wir sprechen also einige Worte, die darin vorkommen, in dem Text von Lao Tse. Das ist also aus dem Tao Te Ching von Lao Tse und es ist ein sehr tiefgründiger chinesischer Text, der sehr bekannt ist. Ein sehr, sehr tiefgründiger Text, der um es Menschen zu ermöglichen, diese zu verstehen. Der von Zhongzi verfasste Kommentar ist der am meisten bekannte unter diesen Kommentaren. Und Li Tze hat einen weiteren Kommentar verfasst.
Das ist also diese beiden Kommentare von Zhongzi und Lizi. Und diese Namen auftauchen, sollten wir uns bewusst werden, dass damit sehr, sehr bekannte Kommentatoren oder Gelehrten gemeint sind in China. Und unter den verschiedenen Gelehrten ist Lützi selber nicht in den historischen Aufzeichnungen enthalten, aber sehr viel über Konfuzius darin. Aber der Titel des Textes von Lützi ist und einige Leute sagen, dass dieser Kommentar in der Qin-Dynastie verfasst worden ist und wahrscheinlich von einer Person, die mit dem Namen Lützi. Das ist die gegenwärtige Forschung, die dazu mitteilt. In jedem Fall, was darüber uns kundgetan wird, ist die Bedeutung, die darin enthalten ist, außerordentlich schwierig zu begreifen und deshalb viele Kommentare dazu notwendig war, um diese Bedeutung zu erschließen. Da ist schon mal zu Beginn das I Ching sehr schwierig zu verstehen und das Dao De ebenso sehr tiefgründig und schwierig zu verstehen. So, dass die alten chinesischen Gelehrten und Astrologen darüber viele Kommentare verfasst haben, um die Bedeutung zu erklären. Und das ist einfach über die Geschichte von sehr bekannten, wichtigen Texten in der chinesischen Geschichte, nichts weiter. Und was ich also jetzt weiter darüber sagen möchte, ist, und das ist der nächste Abschnitt, der sich hier anschließt. Die Zeile, über die ich jetzt sprechen werde, was zeigt sie uns? Zuallererst das Feiyo Feikong kommt darin vor. Dann, das heißt weder vorhanden noch nicht vorhanden. So verstehe ich die Bedeutung. Weder vorhanden noch nicht vorhanden. Was bedeutet das? Das sind die Bedeutungen der Worte des Buddha. Das ist die Lehre des Buddha. Wir haben also zunächst über den Text von Konfuzius und von der Bedeutung von I Ching besprochen. Und der Kommentar von Konfuzius zu dem I Ching und dann den Text von Lao Tse, Dao De Jing. Und jetzt sprechen wir über die Lehre des Buddha. Und welche Art ist das, was Buddha lehrt? Das Wort, was hier gebraucht wird, heißt weder vorhanden noch nicht vorhanden. Weder da noch nicht da. Und der Tang-Dynastie, Lehrmeister Ling Tai, schreibt dazu, dass generell, gesagt ja ganz allgemein, Mahayana, der große Weg und der grundlegende Weg, beide zeigen vorhanden und nicht vorhanden. Aber hier im Besonderen heißt dieses im Sinne von Mahayana Dharma, heißt hier dazu bildet sich also auf den großartigen Weg. Weil die Bedeutung, dass darin erwähnt wird, weder vorhanden noch nicht vorhanden. In welcher Weise? Weil das, was Eingebildetes ist nicht vorhanden. Das, was aber abhängig und eigentlich ist, diese beiden sind nicht vorhanden. Also was Vorgestellte, alles oder Eingebildete ist einfach schlicht nicht vorhanden. Das, was aber abhängig geschieht und das, was eigentlich und wirklich ist
nicht vorhanden. Das ist drin enthalten und dann ist das Lo Xu-Xian, der weiterschreibt in seinem Kommentar, um zu erklären, was das nicht vorhanden und das weder vorhanden noch nicht vorhanden bedeutet, dass es eher Hinweis auf die eigentliche Wahrheit gebe. Er schreibt darin, er sagt, die letztendliche Wirklichkeit hat vier Schichten des Verstehens. Dazu brauchen wir nicht heute darüber zu sprechen, aber diese vier Schichten sind ja auch in der Madhyamaka-Lehren enthalten. Wir sprechen über das, was die in begrifflich erfassbares Leersein und das begrifflich nicht gegliederte Leersein und so weiter. In jedem Fall aber ist unter den vier Schichten des Verstehens von eigentlichem Wirklichen ist darunter nicht vorhanden und weder vorhanden noch nicht vorhanden. Und das heißt, dass diese vier Stufen des Verstehens von Leersein nicht der Gegenstand von Worterklärung sind. Wir haben also all die verschiedenen die 8 Trugschlüsse des Erklärens mit Worten, und dass dies also hier nicht Gegenstand des Worterklärung sein kann, die eigentliche Wirklichkeit. Und deswegen heißt dies Feigong, dass hier weder vorhanden noch nicht vorhanden. Wo kommt das her ursprünglich? Von Zhangzi. Zhangzi, wie ich das vorher schon erklärt habe, war ein großer alter Gelehrter. Es war nicht jemand, der die Lehre des Buddha speziell erklärt hat, sondern sonst ein berühmter Gelehrter der chinesischen Geschichte. Und er hat in einem seiner Texte das so beschrieben: Das heißt, seine Zeile seines Textes, was darin zeigt es, hier in der Bedeutung. Dren heißt darin, das ist eigentlich ein altes Buch über das Fischen, wie man Fische fängt. Und das heißt, wenn man den Fisch gefangen hat, dann ist der Fischerstab nicht mehr notwendig. Also wenn man eine Falle hat, wenn man dann den Hasen gefangen hat, dann braucht man die Falle nicht mehr. So, was immer an Texten wir lesen, ist das, was am wichtigsten dabei ist, dass wenn wir die Bedeutung dessen, was zu verstehen ist, erkannt haben, dann sind die Worte, es auszudrücken, nicht mehr wichtig. Wir können sie einfach weglassen und vergessen. Weil die Bedeutung, über die Worte, die diese Bedeutung, auf die Bedeutung hinweisen, nur ein Mittel dazu sind, und dann, wenn die Bedeutung erkannt ist, sind diese Worte nicht mehr wichtig. Also diese Zeile hier von Zhangzi. Darin ist ein Zitat, der kurz heißt: Ich sollte das hier weiter zeigen für alle. Die nächste Zeile zeigt hier am Anfang, beginnt mit den Worten: Da ist das Wort Bushang Bume drin enthalten. Und das heißt so etwas wie nicht entstehen und nicht vergehen.
Und was ist das, was nicht entsteht und nicht vergeht? Das ist die Grundnatur allen Geschehens. Es ist das So-Sein. Und in welcher Weise ist es nicht? Weil die Grundnatur von allem So-Sein ist, dass es am Anfang hat keinen speziellen Anfangspunkt. Deswegen heißt es nicht entstehen. Und es wird auch nicht irgendwann erschöpft und verschwinden. Deswegen heißt es nicht vergehen. Also es ist ein anderes Wort für diese Grundnatur des So-Seins, von dem zu sprechen, was nicht entsteht und nicht verschwindet. Die nächste Zeile hier bezieht sich auf dieses So-Sein. Und warum? Weil das die Grundnatur von allem ist, was geschieht. Und über der es sehr schwierig ist zu sprechen. Die ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Dang Shi. Und deswegen ist Dang Shi Jizang die Name für die Natur des So-Seins. Das Natur von allem, was geschieht. Und die Bedeutung dieser Zeile heißt ja, dass die Natur dieses So-Seins ist der und jene Art, also darüber wird gesprochen. Wir haben also grob darüber gesprochen. Und dann haben wir über Yi Jing gesprochen, das Buch der Wandlung, oder in den Kommentar von Confucius, der das versucht verständlich zu machen. Und auch das Dao De Jing von Lao Tse mit tiefgründigsten Bedeutungen und Zhongzi und andere haben versucht, die Bedeutung zu erläutern. Das sind weltliche Texte. Das sind Texte über einfach diesen Ablauf, dieser vergänglichen Weg aus der Sicht derer, die der Lehre des Buddha folgen. Also wenn schon jene Texte, die sich nur mit dem Weltgeschehen beschäftigen, so schwierig zu verstehen sind, dass sie eines Kommentars bedarfen, um die Bedeutung auch nur annähernd zu erfassen, wie sollte man dann, braucht man nicht zu erwähnen, dass das, was die tiefgründige Lehre des Buddha ist, die so tiefgründig ist, dass sie unbedingt ohne Kommentare gar nicht zu verstehen ist. Man braucht also notwendigerweise solche Kommentare, um überhaupt einen Eindruck zu bekommen, was die Bedeutung der Worte des Buddhas ist. Wir brauchen also die Kommentare von großen Bodhisattvas, die solche Worte des Buddha erklären, die darüber gesprochen haben, was diese Lehre des Buddha ist. Wir sind also darauf angewiesen und notwendigerweise, dass wir solche Kommentare benutzen, wenn das schon über die weltlichen Texte, die Texte über normales Weltgeschehen nie unvermeidbar ist, dass wir, um die tiefgründige Bedeutung zu verstehen, dann Kommentare benutzen müssen. Wie sollten es dann nicht sein für die umso tiefgründigere Bedeutung des Dharma, die Lehre des Buddha, die eigentliche Wahrheit zeigt, dass wir da ohne Kommentare auskommen könnten. Wir brauchen also solche Kommentare, die Schriften von großen Gelehrten und Bodhisattvas verfassten Texte, die solche Erläuterungen geschrieben haben für uns, um diese Bedeutung verstehen zu können. Ohne sich auf diese Kommentare zu gründen, wäre es für uns selber durch das bloße Lesen nicht möglich, dass wir die Bedeutung in unserem Bewusstsein sich entfalten könnte. Um also weiter fortzufahren. Die Bedeutung davon zu erklären, von dem, was ich eben chinesisch vorgelesen habe. Das erste Wort hier meint hier Buddha.
weil er derjenige ist, der die Grundnatur von Bewusstsein erkannt hat und deshalb die Natur alles Geschehens verstand. Und Jue ist deshalb im Tibetischen das, was man als Bodhi oder Erwachen bezeichnen könnte. Weil er derjenige ist, der die perfekte, vollständige Erkenntnis oder Bodhi erwachen, Buddha erwachen hat, das heißt der Jue. Zhao heißt hier ausräumen oder vertreiben und Zhong Zhao heißt hier, das Zhao heißt hier erleuchten oder erhellen und das von Zhong Zhao heißt von der Ferne her erhellen. Und die Bedeutung ist hier, also tiefgründig zu erhellen. Und derjenige, der dieses tiefgründig zu erhellen in der Lage ist, das, was die tiefgründige Bedeutung ist. Da gibt es noch das Wort Zong, was in diesem Zusammenhang hier bedeutet. Das heißt so der Verehrung würdig. Das ist das hier, was man auch als Dharma bezeichnet. Das Wort Jiangsheng heißt hier Jiangsheng, Jiangsheng oder Jiangsheng. Das ist jemand, der als ja ein herausragendes Wesen ist und manchmal ein Wort, das für Buddha steht. Die Buddha sind jene, die als Jiangsheng bezeichnet werden, also die der Buddha ist hervorragend und das Jiangsheng sind jene, die hervorragend werden. Das sind also ein Ausdruck für Bodhisattvas. Jiangsheng ist ein Bodhisattva in diesem Sinne, der also später ein Buddha wird. Und das Wort Zhang ist hier, das auch in Worten des Konfuzius in dem Text, der heißt die Zitate von Konfuzius, darin ist es auch erwähnt. In einem heißt Gong, ein Text, der auf Konfuzius zurückgeht und darin taucht dieses Wort auch auf. Und jemand, der als großartiges Wesen bezeichnet wird, jemals der die Einsicht aus dem Himmel heruntergebracht hat. Jiangsheng hier, der Shang kommt auch in diesem Text von Konfuzius drin vor. Und die Grundbedeutung hier ist hier, dass Buddhas jene sind, die tiefgründige Bedeutung erkannt haben und Bodhisattvas sind solche, die Kommentare und Erläuterungen dazu geschrieben haben, um die Lehrabsicht und Bedeutung der Buddha-Lehre zu verdeutlichen. So wie etwa wie sie Minister, großartige Minister sein, die dem Arbeit des Königs hilfreich sind. Der König also kennt die tiefgründige Bedeutung von der eigentlichen Natur des Geschehens. Und die Bodhisattvas sind diejenigen, die die Kommentare dazu geschrieben haben, zu dem, was nur der Buddha erkannt hat, seine Worte versuchen zu erklären. Sie helfen also darin, die Lehre des Buddha erblühen zu lassen, so wie großartige Minister dem König helfen, das Land, das Königreich zu regieren. Das ist Wu Yan Zhi Yan. Das Wu Yan Zhi ist, das heißt, das Unaussprechliche auszusprechen. Das Unaussprechliche auszusprechen heißt Mahayana Dharma. Warum heißt es so? Der Grund ist, dass in der mittleren Weg von Mahayana, wir sprechen also über mittleren Weg, das heißt hier
sprechen also nicht nur über Bewusstheit, sondern auch über den mittleren Weg. Und das ist, was damit ausgedrückt ist, im Grunde genommen unaussprechlich ist. Das ist die Grundnatur dessen, worauf all diese Lehre hinweist. Aber die Bedeutung klären, diese Bedeutung muss erklärt werden in all den Kommentaren. Und das ist das, was als Ausdruck bezeichnet wird, das, was ausgedrückt wird, nämlich eben diese Worte, die das Unausdrückbare zu erklären wissen. Weil wir die eigentliche Bedeutung, die Bedeutung des Eigentlichen nicht in den Worten ausdrücken kann, sind sie etwas, was uns Hinweise gibt, was uns ein Anzeichen dafür gibt, wie es eigentlich ist, und aufgrund dessen wir das Eigentliche verstehen können. Und das, was eben unbeschreiblich ist, beschreiben können, oder? Insofern ist das die eigentliche, unaussprechliche Grundnatur, das, was versucht wird, mit ausdrückbaren Worten, Beschreibungen hinzuweisen. Das nächste Wort hier heißt Fang Jing. Fang ist Wind hier auch. Und Jing, aus dem Schlafe zu erwachen. Und die Bedeutung ist, dass Buddha Dharma lehrt und Bodhisattvas schreiben Abhandlungen, Erklärungen dazu. Das ist so wie der Wind, die wie der Wind sind, die Leute aus dem Schlaf aufweckt. So hat der Buddha gelehrt und ist das, was die Bodhisattvas erklären, so etwas wie die kühle, frische Brise ist, die die Leute aus dem Dämmerschlaf erweckt. Und vielleicht ist hier auch ein guter Zeitpunkt, um unsere 20 Minuten Pause einzulegen. Um dem fortzufahren hier. Da ist also diese Zeile Wuyan-Ju. Was heißt es hier drin? Wie bereits zuvor gesagt, ist die Grundnatur von Mahayana, die des mittleren Weges ist, unaussprechlich, unausdrückbar und bedarf der Erläuterung, des Erhellens durch Kommentare, die Worte des Buddhas zu erläutern. Das ist halt, deshalb heißt es, das Unaussprechliche auszusprechen. Unbeschreibbare zu beschreiben. Die Worte in diesen Kommentaren sind dem Wind vergleichbar. Das ist ein Beispiel, also was hier gegeben ist. Fang Jing heißt hier in dem Sinne in der Geschichte der chinesischen Lehre des Buddha heißt es viele verschiedene Ausgaben hier. Das, was ich hier benutze, ist bei dem Buddhistischen Institut die Ausgabe. Es gibt andere Ausgaben dieses Textes, aber das ist die ich hier benutze. Und da kommt das Wort Jing darin vor. Was dieses Wort hier zeigt, ist, also Buddha hat Dharma gelehrt und die Gelehrten und Bodhisattvas schreiben die Kommentare dazu wie ein Wind, der aufkommt, der die Leute aufrüttelt oder erfrischt,
dass sie aus dem Dämmerschlaf erwachen. So sind die Worte des Buddha kommentiert durch die Worte der Bodhisattvas und Kommentatoren, das, was die Menschen aus dem Schlaf erweckt, im Schlaf der Unbewusstheit. So, das Wort Dao hier heißt versteckt oder verborgen. Sui heißt tiefgründig. Und Chai heißt die Worte, die das ausdrücken. Also das heißt die Worte und Begriffe, die in den Abhandlungen und Kommentaren die Worte des Buddha beschreiben und erläutern. Und diese Worte seien so wie eine kühle Brise. Wenn eine frische, kühle Brise uns erreicht, können wir aus dem Dämmerschlaf erwachen. Und das ist sozusagen die Beispielbedeutung. Das heißt, die Worte haben in ihrer eigentlichen Grundbedeutung diese Aufgabe, also diese Erklärungsworte, aber sie sind zugleich auch im Sinne, dass sie als Worte gelehrt sind, sehr wohlklingend, wie im Sinne von Poesie und großartig verfasst. So wie also eine Brise all die Wolken und den Nebel vertreiben kann, sodass man den Mond im Himmel deutlich erschauen kann. Wohingegen versteckt durch Wolken und Nebel ist dieser Mond nicht sichtbar. Die Brise vertreibt die Nebelwolkenmassen, sodass dann der Mond deutlich zu sehen ist. Und so ist im Vergleich hier die versteckte Bedeutung des Dharma, die wir dadurch zu verstehen kommen. Das ist die Yuexin. Was diese Zeile hier zeigt, das erste hier heißt weder vorhanden noch nicht vorhanden. Und ist hier an dieser Stelle das Vorhandene, was nicht vorhanden ist. Und es ist beschreibt die beiden Arten von Gültigsein. Das, was dem Anschein nach und was eigentlich gültig ist. Und die Art und Weise, wie es dies lehrt, heißt, dass alles, was erscheint oder geschieht, nicht wirklich so vorhanden sind, wie sie uns dem Eindruck nach erscheinen. Was wir für wahr und wirklich nehmen, ist in dieser Weise ist es so nicht vorhanden, wie wir uns in unserer Vorstellung und für Wahrheiten denken. Aber sind sie so nicht vorhanden wie Himmelsblumen oder Hasenhorne? Das wäre in eine der Trugschlüsse zu verfallen. Deshalb sind viele Worte, wie sie in den Lehren aufgeschehen, wie vorhanden oder leer, sollten wir nicht so verstehen, wie wir normalerweise von vorhanden oder nicht vorhanden denken, dass etwas entweder da oder weg ist. Das, was hier als das Nicht-Vorhandensein des Vorhandenen hier bezeichnet ist anders. Besonders, wenn man darüber spricht, über die Natur dessen, was vorhanden, nicht vorhanden ist. Das sind einfach Zeichen und Worte. Diese Worte werden gebraucht, ja, gewöhnliche Worte werden dafür gebraucht, aber das, was hier als das Nichtvorhandensein des Vorhandens sind, nicht so zu nehmen, wie wir normalerweise diese Worte verwenden. Wenn wir hier die eigentliche Grundnatur von allem beschreiben, dann ist das, was hier als das Nichtvorhandene des Vorhandenen,
benutzen, weist darauf hin, ist die Wodang. Das nächste ist die Wodang, heißt hier solche Texte oder Bedeutungen, Texte, die erklären. Und nämlich hier die zwei Gültigkeiten erklären. Und dann Shang ist das Wort, das sind so wie Worte, die tiefgründig und das heißt Yoshang, heißt also ein guter Text. Dann Hai, hier Meer, taucht darin auf. Das heißt Ozean oder Meer, ein Begriff für auch die Grundnatur. Jun heißt tiefgründig. So, was heißt das alles zusammen? Dass wenn die Kommentare der großen Gelehrten zu solchen tiefgründigen Unterweisungen geschrieben wurden, dann hatten sie jeweils ein Ausmaß ihres eigenen Verstehens von dem, was eigentlich und wirklich ist. Und im Einklang mit ihrer eigenen Auffassungsgabe haben sie das, was eigentlich nicht vorhanden oder vorhanden, nicht vorhanden ist, haben sie diese Grundnatur in ihrem eigenen Verständnis oder Auffassungsgabe entsprechend erklärt. Und die Worte, mit denen sie dieses Verstehen ausdrücken, ist das, was wie Wellen im Meereswasser sichtbar ist. So, man spricht über die Wogen des Ozeans. Wenn man nah an das Meer herangeht, wenn man sehr viele große Wogen sehen kann, dann weiß man, dass das Meer sehr tief sein muss. Wenn man am Rande des Meeres steht und man sieht keine Wogen oder Wellen, und dann wissen wir, dass das Meer nicht sehr tief ist. In dem Sinne ist die Tiefe des Meeres anhand der Wellen zu zeigen. Wir können aus der Grundlage der Wogen und Wellenbewegung auf die Tiefe des Ozeans schließen. Und so gibt es so viele von Abhandlungen, die dieses Nurbewusstsein versuchen zu erklären. Und die sind wie Wellen gleich. Wegen dieser vielen Abhandlungen können wir die tiefgründige und schwer zu verstehende Worte der Lehre des Buddha über die Grundnatur alles Seins uns daran ermessen. Und die Bedeutung dieses Textes ist hier gewissermaßen anwesend, wie tief und tiefgründig, aber nicht sichtbar in zwischen diesen Worten anwesend. Es ist nicht sichtbar, wie der Ozean, die Tiefe des Ozeans, die so schwierig jetzt einfach so zu erfassen ist. Und wenn man nicht solche Abhandlungen, Erklärungstexte, Kommentare von jenen, die Kommentatoren oder Gelehrten lesen würde, wäre es schwierig zu verstehen, wie die eigentliche Grundnatur des So-Seins sei. Also, da die sie an Modul schwer. Um weiter fortzufahren daran. Feiju. Feiju. Was wird darin gesagt? Fei heißt hier die Bedeutung von Nichtsein, ist also eine Negation. Yong hat zwei verschiedene Bedeutungen. Das heißt so viel wie schreiben oder zusammenstellen.
Lingzhu heißt dann Juji Lingzhu. Lingzhu. Okay, da musst du etwas mehr dazu erklären. Gibt es viele Erklärungen zu diesem. Juji ist der Buddha. Und es gibt viele Erklärungen dazu. Es könnte als der Buddha zu verstehen sein. Der Grund dafür ist, weil der Buddha das ist, was das Vorhandensein von Qualitäten ist der Buddha. Und Zhenzi, aber manchmal heißt es auch Vasubandhu in dem Kommentar von einem anderen Kommentar von Zhenzi, bei dem das hier in diesem Fall Linji für Bodhisattva bedeutet. Lin heißt nahe daran und Ji ist die Weisheit, also die nahe an der Weisheit des Buddha ist, deswegen werden sie auch als Bodhisattvas verstanden. Aber Lao Xishen, der andere Kommentator, sagt dazu, dass hier als jene verstehen, die das Tiefgründige verstehen. Also das heißt also, dem Pfad des Sehens oder dem Wegabschnitt des Sehens entspricht und deshalb das Eigentliche gesehen haben, die eigentliche Wirklichkeit zum ersten Mal gesehen haben und bedeutet hier Vasubandhu. Die Ju Gaojun heißt hier Zhi Gaozhi. Heißt hier etwas zusammen. Sprechen wir hier über Boshen, Goshen. Kommt aus dem Text von Leishu. Goshen Jian. Die Zeile heißt hier aus dem I Ching genommen. Insofern sind Asanga und Vasubandhu, dass sie die eigentliche Grundbedeutung des Dharma gesucht haben und sie dann aufgesucht und gefunden und dann weiter verbreitet haben. Gongxing meint so viel wie leer sein oder auch die letztendliche Bedeutung. Wir sprechen also über die endgültige Bedeutung und die vorläufige. Wenn wir die eigentliche Bedeutung davon dadurch gegründet auf solche Leute, die der Buddha-Weisheit nahestehen, ist dann das, was die eigentliche, letztendliche Bedeutung oder das Leersein ist, durch jene, die der Weisheit nahe sind, können wir diese erkennen. Wir können also solche Art die tiefgründige Bedeutung des Textes erkennen. Wenn aber die Lehrmeister diese Worte nicht hätten erläutert und kommentiert, dann wären wir nicht in der Lage, diese tiefgründige Bedeutung uns zu erschließen. Und dann wären auch diese Worte der Bedeutung, diese bedeutungstragenden Worte nicht in dieser Welt verbreitet. Und die eigentliche tiefgründige Bedeutung, das Leersein, wäre damit praktisch kurz davor verloren zu gehen. Juji Lingzhu, wie ich es vorher gesagt habe, Juji Lingzhu, according zu dem Vergleich zu dem Kommentar von LingTe, heißt es hier, sind die Buddhas jene, die die natürlichen Qualitäten, das Vorhandensein natürlicher Qualitäten bedeuten und das ist Juji und das bezieht sich hier auf Asanga und das andere Wort bezieht sich auf Vasubandhu. Also er gibt da gibt es eine andere Erklärung dazu.
Das nächste Wort heißt hier Jihushi. Am Ende des Textes heißt es Jihushi. So wie Lindai es ausdrückt. Das heißt zum Beispiel die tiefgründige Bedeutung oder das was schwierig zu verstehende. Und bedeutet, dass die Grundbedeutung des großartigen Weges außerordentlich verborgen und schwierig zu erschließen ist. Und Loi Shen sagt dazu, Loi Shen sagt, dass benutzt diese Worte Eishizü, das heißt kurz vor dem Aussterben, also von dem Aussterben bedroht. Das heißt also, dass der Dharma, die letztendliche Wirklichkeit und Bedeutung oder Lehrsein lehrt, dass dieser Dharma kurz vor dem Aussterben wäre, vom Aussterben bedroht wäre. Wenn man also die beiden Erklärungen zusammenfasst, dann könnte man sagen, dass die Mahayana belehren außerordentlich tiefgründig, bedeutsam, verborgen. Und das sind der Ort, wo eigentlich unsere Bewusstheit zur Ruhe kommen und darin verweilen kann. Normale, gewöhnliche Wesen wären nicht in der Lage, direkt die Weisheit zu erkennen, wären nicht in der Lage, die tiefgründige, verborgene Bedeutung zu erkennen. Sie wären nicht in der Lage, diese zu erläutern und wären nicht in der Lage, die Bedeutung von nur Bewusstsein in dieser Welt zu verbreiten und zu erläutern. Und dann wäre niemand da, der diese Bedeutung erläutern könnte. Und niemand könnte sie, es wäre niemand, der es versteht, es wäre keiner, der sie lehrt, und die Lehre davon wäre damit vom Aussterben bedroht, wenn sie niemand lehrt und weiter verbreitet. Das ist vielleicht eine sehr grobe, kurze Erklärung der Bedeutung dieses ersten Abschnittes innerhalb der Einleitung von Guiji. Und zum Schluss möchte ich nochmal kurz die Hauptbedeutung dieses ersten Absatzes, dieses ersten Abschnitts in dieser Einführung hier zusammenfassen. Also dieser erste Abschnitt bedeutet im Prinzip, der ist hier abgebildet, die Worte zu diesem ersten Teil des Vorwortes oder der Einführung. Wir erinnern uns daran, dass das 7 verschiedene Abschnitte unterteilbar sind innerhalb dieses Vorworts oder Einführung, der verfasst von Guiji, dieser Vorwort zur Abhandlung, das Nurbewusstsein erklärt.言体之外，不生不灭，觉冥象于常寂之今，智觉迥照其宗，将胜独真其载，无言之言，风金涛遂才而悦选，非有之有波腾，占幽章而海峻，肥竹具体灵智。眼则勾深，则空性了义，几乎悉矣。Die Bedeutung kurz hier darzulegen. Das ist also dieses Buch der Wandlung, Yijing, und das Dao De Jing durch Lao Tzu. Es sind außerordentlich tiefgründig zu verstehende Texte. Aus welchem Grunde große Gelehrte, Meister wie Konfuzius und so weiter
Kommentare und Erläuterungen verfasst haben, die uns ermöglichen, die tiefgründige Bedeutung zu erahnen. Wenn das so ist, bei selbst Texten, die nur weltliches Geschehen beschreiben, dann, wie ist es dann erst mit solchen Texten, die die Grundnatur des Geschehens, die Dharma, Grundnatur des So-Seins, die nie wieder vorhanden, noch nicht vorhanden ist, weder entstehend noch vergehend ist und jenseits von allen Worten und so weiter liegt und Beschreibungen und Attributen und so weiter. Wenn diese nicht durch ungezählte Bodhisattvas und Gelehrten durch ihre Kommentare verfügbar wäre, dann wäre es keine Möglichkeit, diese Mahayana-Bedeutung, tiefgründige Bedeutung zu verstehen, und die Bedeutung wäre Dharma wäre am Aussterben. So haben also diese und da ist sozusagen der Buddha wie der König, und diese Bodhisattvas und Gelehrten, sie sind wie die Helfer dieses Königs. Oder auch in einem Beispiel hier wie der Wind. Der Wind, der die Wolken und den Nebel zu vertreiben in der Lage ist. Das, was nämlich die tiefgründige Bedeutung verdeckt und deshalb uns dann, wenn vertrieben, die eigentlichen Mond in dem Himmelsweite klar und deutlich sehen lässt. Das heißt, die eigentliche Bedeutung des Dharma uns erschauen lässt und dann in die Wolken der Geistestrübung und Verschattung der Dummheit vertrieben sind, wir aus dem Schlaf des Unwissenheit erwachen. Oder sie sind die Erklärung dieser beiden Wahrheiten sind so, wie tiefgründig ein Meer ist, unerschließlich und unerfassbar. Und wenn da nicht diese Abhandlungen und Erklärungstexte dazu wären, die so sind wie die Wellen und Wogen auf diesem Ozean, dann wären wir nicht in der Lage, ohne diese Erklärungstexte und die Bedeutung der eigentlichen Dharmas zu erfassen, wären uns nicht der Tiefgründigkeit der Bedeutung bewusst. Und weil eben diese Texte, die von uns ist wegen der Güte der Buddhas und der Bodhisattvas, dass wir deshalb diesen wahren Dharma echt auch verstehen können und dass sie uns helfen, da die Natur des was nur Bewusstheit ist, Dharma in dem eigentlichen tiefen Kernpunkt des Mahayana Dharma erkennen lassen und die Bedeutung von nur Bewusstheit hier als endgültige Bedeutung oder Leersein sich in der Welt verbreiten kann, aufgrund dieser Kommentare und der Güte der Bodhisattvas und so weiter. Ich glaube, sonst wäre diese Lehre vor dem Aussterben bedroht, und ich glaube, das reicht jetzt vielleicht für die heutigen Darlegungen, und jetzt ist Raum und Zeit dafür für Widmung und Wunsch, und dann waren auch jene, die Mandala als Danksagung hier anbringen möchten. Jagene je razoi karma
拉手他的面这的应该的，常在瓦当最近小巴的，Text. 也让归些走啊，给我中些大概介绍吧，他们这大概讲究见我。常在瓦当最近小巴的，解说也让归些走啊。给我就是大概介绍，他们这大概讲就是我，常在我当学习小巴当解说也让贵些说，给我就是大概介绍吧，他们这大概讲就是我。昨夜北京秋天没到场，这是为零些年的演版的。上个新队没得表演，这个男大型绝不说，我们过了人那么的，看你要大呀没。眼睛面这上坡的北北，强着浪拉把见面就。对son的些公报道报当西不来民主西不来民呢，南国两边着南着我说，老马公哥们上拉索的，就到古些人拉索。这里他心给了索的，老马当着外面不行也了。今年路面工作早送开不了，看见广播前人是计算着忙，过着别忙。说完的说，都咱们下些工，马老们用说着不了经验了，你对着那么三十老板。济南中准备给经验，俺们这边没说的样呢，啥路给对那种准备。这次是说老年没住宿，确实没你们看见这些。使用面着就新几把咱开不了电脑这边他妈说看见中的女子这他。牛犊谢谢在年中给了姐妹的面面着他的给了相处什么人不俺给年女子什么这平均江北什么的年样培育的为的给把也上个电报大概一年上早送给我世界电北的空的给我早感觉到时老说弄不了个月的，说的明白这不中有了钱。换电老妹下边电报单，看你们用了的一种大型马力，操啥这讲，牛都三个啥了个不来说。Also, da müssen wir ja arbeiten. Das ist jetzt noch irgendwas anderes? Okay, es war sehr schön heute. Morgen geht auch dieses Winterthema zu Ende. Morgen Abend um indischer Zeit, ich bin nicht ganz sicher, welche indische Zeit das jetzt ist.
wird der Regen der Weisheit genannte, die Menge der Meer der Kagyu-Lieder dort zu rezitieren sein. Wir werden eine kurze Version davon morgen zelebrieren. Man kann das eben, je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann man die in einer kürzeren oder längeren Form durchführen. Jedenfalls gibt es eine Art und Weise, wie man diese Art und Weise, wie man diese singt, wie der Michi Dorje sie damals verwendet hat, ist sozusagen ein Rahmen. Und wir werden diesmal hauptsächlich jene Lieder zugrunde legen, die von Mapa, Milarepa und Gampopa stammen. Und das wird von 4:30 Uhr bis 6:30 Uhr indischer Zeitrechnung morgen Abend stattfinden. Ich werde versuchen, bei dieser Sitzung auch anwesend zu sein. So ist das. Sonst habe ich nicht viel weiteres zu sagen, wie bereits schon vorher erwähnt. Und wir haben nur eine sehr kurze Zeit hier gemeinsam für diese Unterweisung. Der Grund ist der, dass wir zuvor die Gampopa-Übertragung hatten. Das gesammelte Werk von Gampopa, die es ein Eminenz Koshe Chalsab Rinpoche vorgetragen hat, und das hat sehr viel Zeit gebraucht. Aus diesem Grund haben wir diesmal nur eine kurze Gelegenheit für diese Unterweisung. Wenn wir aber später dieses Jahr noch einmal Gelegenheit dazu haben, dann würde ich gerne noch weiter über dieses Nur-Bewusstsein sprechen. Und wenn ich in alle Einzelheiten gehe, dann wird es wahrscheinlich 10 Jahre dauern. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich wenigstens ein bisschen mehr darüber sagen kann. Aber ich kann jetzt noch keine klare Ankündigung machen über den Zeitpunkt. Das werden wir später dann durchführen.